Jetzt wird's richtig deep. Jetzt richtig Tactics, Digga. Ja, ich werde es schaffen. Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück auf dem besten Zweikanal von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Diesen Sonntag, 9 Uhr morgens, ist mein erster und vielleicht auch letzter Marathon, den ich jemals in meinem Leben rennen werde. Für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, ich werde einen Marathon rennen. Ich habe mich die letzten 2 Monate darauf vorbereitet und ich wollte in diesem Video einfach mal so ein bisschen drüber schnacken, ein bisschen drüber reden, so wieso, weshalb, wie will ich rennen, was sind meine Taktiken, etc. Erstmal, wie kommt es zum Marathon? Wieso renne ich einen Marathon? Mir ist aufgefallen, dass ich schon immer so ein bisschen so Challenges mochte, dass ich das geil finde, 100.000 Schritte Challenge, Team Food Challenge, No Food Challenge, eine Woche nur Wasser trinken. Jetzt im Juni mit Trimax, mit so E-Rollern über die Alpen zu fahren nach Mailand. Einfach so dumme Challenges, die irgendwie so keinen Sinn haben und anstrengend sind, aber irgendwie fürs Leben geil sind. Und Marathon gehört für mich eigentlich nicht zu einer dummen Challenge, aber einfach zu einer geilen Challenge, wo man sportlich aktiv sein muss. Es ist irgendwie so ein Goal im Leben, einmal gesagt zu haben, zu können, irgendwie so, einen Marathon gerannt zu haben. Was war das für ein Satz? Die Idee kam ursprünglich vor circa einem Jahr, würde ich sagen, im Podcast Milo Totoro, als es den Podcast noch gab, kam die Idee und da haben Milo und ich gesagt, yo, ey, aus Spaß im Podcast, komm, wir rennen Marathon. Wir machen das jetzt. 100.000 Schritte Challenge und jetzt rennen wir einen Marathon. War dann lang nur so eine Idee, dann haben wir das mal On gepitcht, aus der Schweiz, weil ich schon mit On zusammengearbeitet habe. Und die so, ja, machen wir. Haben dann lang nichts gehört und Mitte Februar hieß es dann, yo Leute, wir haben Bock, Marathon am 26. April in der Schweiz in Zürich. Und Milo und ich so, geil, 2,5 Monate, das ist ultra wenig für einen Marathon, machen wir. Und dann haben wir gesagt, yo, wir nehmen die Challenge an, wir machen das, wir haben Bock drauf. Und dann ging es eigentlich relativ straight ins Training rein. Und das hat sehr, sehr gut gepasst, denn letztes Jahr, meine Damen und Herren, ich glaube, ihr habt es gemerkt, ich habe jede Aftershow-Party mitgenommen. Ich habe Mallorca mitgenommen, 2-mal. In Basel oft feiern. Aber wirklich, wenn ich gefeiert habe, immer so ultra lang bis 6 Uhr morgens komplett weggeschossen. Und das war auch eine geile Zeit. Das waren die besten Partys, die besten Zeiten, die ich jemals erlebt habe. Mit Niki zusammen, mit Noah, mit Trimax, Leon, Mark Eggers. Einfach, das waren so geile Abende und es hat so ultra Bock gemacht. Aber ich habe irgendwie so gemerkt, ja, ist geil so zu feiern, aber viel zu reisen und immer verkatert zu sein, dann viel krank zu sein und so, ist irgendwie nicht so geil. Deshalb hat der Marathon gut reingepasst und ich habe gesagt, yo Leute, ich switch mein Leben komplett. Und dann habe ich mit mir selber einen Vertrag gemacht. Der hängt in der Küche, seit ich den Vertrag gemacht habe. Ich habe einen Vertrag gemacht zwischen Adrian Vogt und in dem Vertrag stand, bis zum Marathon nur Wasser trinken, jeden Tag einmal Sport machen, gut ernähren, immer im Kaloriendefizit sein, XYZ noch ein paar kleine Sachen und wirklich durchziehen. Und ich glaube, ich bin relativ gut darin, wenn ich mir so einen Vertrag mache, dass ich dann auch durchziehe und das mache. Und ich hatte ultra Bock auf die Challenge. Und ja, dann so Ende Februar ging es los, vor 2 Monaten. Da hieß es, jo, jetzt geht's rein ins Marathontraining. Ich hatte absolut keinen Plan. Ich wusste nicht wie. Habe mich einfach da reingeschmissen. Bin ultra krass ins Kaloriendefizit gegangen. Viel gerannt, habe Workouts zu Hause gemacht und so. Und es war einfach insgesamt eine richtig geile Zeit. Ich habe, glaube ich, einmal gefeiert. Da habe ich so meinen Vertrag ein bisschen gebrochen, weil ich habe gesagt, kein Alkohol. Ich war einmal feiern, war auch sehr, sehr lustig und war jetzt auch nicht schlimm in diesem Sinne. Hat zwar den Vertrag gebrochen, aber ist jetzt auch egal. Hab viel gemacht und habe jetzt insgesamt bis zum Marathon 8,5 Kilo verloren. Guckt euch das mal an. Ich fühle mich, glaube ich, guckt euch das mal jetzt hier. Boah, die Muskeln, Digga. Marathon, Rennen. Hier. So sieht es aus. Ich fühle mich ultra fit. Ich fühle mich so fit wie noch nie. Es geht mir sehr gut. Ich bin im Kopf mental stark und ich habe ultra Bock auf den Marathon. Der Marathon wird diesen Sonntag stattfinden. Um 9 Uhr morgens werde ich rennen in Zürich. 42 Kilometer, 4,5 Stunden. Und ja, für die Leute, die ein bisschen mehr im Rennen drin sind, ich will so ein bisschen meine Taktiken sagen oder wie ich den Marathon renne. Einfach so, dass ich das so ein bisschen habe. Das ist, glaube ich, spannend zu hören. Erstmal, ich will, mein Main Goal ist es, den Marathon zu schaffen. Also 42 Kilometer zu rennen. Ich will ins Ziel kommen. Das ist mein größtes Ziel. Ich bin nicht irgendwie auf Pace aus, will ultra schnell rennen oder so. Erstmal ins Ziel kommen. Wie komme ich am besten ins Ziel? Laut meiner Meinung nach. Ich habe jetzt heute ist Mittwoch, der 17.04., habe ich meinen letzten Run gemacht, 5 Kilometer. Gestern bin ich noch 10 Kilometer gerannt. Und das heißt, ab jetzt ist Funkstelle. Aber jetzt ist Resten bis zum Marathon. Ich werde keinen Meter mehr rennen. Bin heute Abend noch in Berlin, komme dann zurück, dann geht's nach Zürich zum Marathon. Ich werde nicht mehr rennen. Das heißt jetzt viel Pasta essen, viel schlafen, einfach gucken, dass ich mich gut fühle, vielleicht noch ein bisschen Wellness, dies, das, einfach so ein bisschen wohlfühlen und dann geht's eigentlich schon in den Marathon rein. Im Marathon selber probiere ich so eine, für die joggen, eine 6,30er Pace zu laufen. Das hat bei den 32 Kilometern, die ich gerannt bin, relativ gut funktioniert. Dort sind wir so eine 6,40er Pace gerannt über 32 Kilometer. Das war schon mal cool. Und diese Pace probiere ich
ich relativ grob durchzuhalten über den Marathon. Das heißt, ich will nicht schnell starten und hinten raus langsamer werden, sondern von Anfang an relativ langsam zu rennen, 6,30 pro Kilometer. Das heißt, ich hätte dann so eine Zielzeit von, glaube ich, 4,5 Stunden bis 5 Stunden, so irgendwo dort zwischendrin. Das wäre meine Zielzeit. Also 4,5 Stunden Zeit für Marathon wäre ultra geil. Das wäre eine absolute Dreamzeit. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, aber das ist so grob mein Plan, reinzustarten. Ich werde mit Maelo zusammen rennen. Frege Paul ist auch dabei, aber ich glaube, Frege Paul rennt ein bisschen schneller. Das heißt, Maelo und ich werden so ein Zweierteam sein. Wir rennen relativ gleich schnell und sind etwa gleich gut in der Ausdauer. Das heißt, es funktioniert relativ gut. Ich werde auf den ersten 15 Kilometern, jetzt wird's richtig deep, jetzt richtig Tactics, Digga. Ich werde wahrscheinlich so bis Kilometer 15 oder 20 keine Power Gills zu mir nehmen, sondern eher mal eine Banane, mal einen Riegel, also so festes Essen, was ein bisschen länger braucht, bis die Energie da ist, aber dann die Energie auch länger hält. Physik. Und dann ab Kilometer 20 rein mit den Energiegels, Koffein, alles, bumm. Dann nehme ich die alle halbe Stunde, damit ich Power habe. Und so probiere ich es dann irgendwie ins Ziel zu schaffen, ist so der grobe Plan. Wetter wird so 10 Grad, also relativ kalt, ist aber viel besser als 30 Grad. Ich renne lieber bei 10 Grad als bei 30 Grad. Und ja, das ist so mein grober Plan. Marathon, diesen Sonntag. Das waren so meine groben Gedanken. Ich wollte das einfach so ein bisschen erzählen. Einerseits für die Leute, die es ein bisschen mehr interessiert, als nur auf Insta das zu sehen. Aber auch für die Zukunft für mich, dass ich das angucken kann, was ich da für eine Scheiße gelabert habe. Und es macht Bock. Es ist eine geile Challenge. Ich kann jedem empfehlen, wirklich, das klingt immer so dumm. Ich kann aber wirklich jedem empfehlen, meldet euch bei so einem scheiß Marathon oder Halbmarathon an. Dann habt ihr ein Ziel. Ein Ziel ist so ultra geil. Du weißt jedes Mal beim Rennen, weißt du, ey, ich mache das für dieses Ziel. Ich renne nicht einfach so, weil ich fit sein will oder weiß ich was, sondern man macht es für dieses Ziel und es fühlt sich geil an und ist irgendwie motivierend. In diesem Sinne noch Shoutout an Paula, die einen Halbmarathon gerannt ist, und Peter Bolliger aus der Schweiz, der jetzt einen Ironman rennt und geile Videos macht, und natürlich Stefan Gehrig, der auch einen motherfucking Ironman rennt, hat mich auch sehr, sehr motiviert mit seinen Videos. Macht einfach ultra Bock, ich fühle mich gut, ich habe allgemein mehr Energie. Ich finde so, das ganze Social Media Game ist gerade richtig nice. In Zukunft kommen 1, 2 richtig geile Sachen raus. Vielleicht etwas mit Paolo Muck zusammen, was mit Fußball zu tun hat. Ihr werdet sehen. Aber ja, diesen Sonntag Marathon. Ich probiere es zu schaffen. Es gibt ein Hauptkanal-Video, wo ich das Ganze dokumentieren werde. Guckt auf Insta vorbei. Dort werde ich jeden Tag Stories machen, ein bisschen zeigen, was so gerade Sache ist. Und dann werde ich das Ding rennen und hoffentlich schaffen. In diesem Sinne, ich fliege jetzt nach Berlin, habe morgen noch ein Event da, bin raus und ja, sorry ein bisschen für die Inaktivität hier auf dem Zweikanal. Ich will es wieder hinbekommen, dass hier regelmäßig Videos kommen. Da kommen wir hin. Jetzt erstmal Marathon, dann Megapark Opening, Mallorca Opening, was by the way eine Woche später ist, was ultra geil ist, weil ich habe jetzt 2,5 Monate durchgezogen. Das heißt jetzt Megapark Opening, wird ultra geil. Aber ja, ich laber wieder zu viel. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, das war ein interessanter Einblick in meine Marathon-Welt, dies, das und so. Hier mit Whoop. Schön immer alles getrackt. Ja, ich werde es schaffen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Lasst ein Like da, ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.